Herzlich willkommen bei uns im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schörsch. Es ist Weihnachtszeit, es ist Adventszeit. Ich möchte euch die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und zwar die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Und die hat der Martin Luther übersetzt. Und ich habe sie wiederum übersetzt ins Pfälzische. Also eine pfälzische Weihnachtsgeschichte. Es war aber damals die Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausgegangen ist, dass sich alle Männer im Land schätzen lassen sollen. Und die Schätzung war die allererste und ist gewesen zu der Zeit, als Cyrenius der Landpfleger war im syrischen Land. Und jedermann ist hingegangen, um sich schätzen zu lassen, und jeder in seiner Stadt, wo er geboren war. Und so hat sich auch der Josef aus Galiläa aufgemacht, aus der Stadt Nazareth, und ist gegangen ins jüdische Land, in die Stadt vom David, die da geheißen hat Bethlehem. Er war nämlich aus dem Haus und vom Geschlecht des David, auf das er sich hätte schätzen lassen mit seinem vertrauten Weib, die Maria, die da schwanger war. Und gerade wie sie in Bethlehem waren, ist auch die Zeit gekommen, dass die Maria gebären hat sollen. Und Maria gebar ihren ersten Bub und wickelten in Windeln und legten in ein Kripp vom Esel und vom Ochs. Denn in der Herberg, wo sie Zimmer gesucht haben, war kein freier Platz mehr gewesen. In der Nähe von dem Stall, wo Maria Jesus geboren hat, waren auf dem offenen Feld Schafhirten und die haben ihr Schafherd kie des Nachts. Und guck hier, ein Engel ist auf einmal vom Himmel runtergestiegen zu der Hirte. Und die Helligkeit und das Licht um den Engel hat ihnen geleicht und sie haben sich auf einmal ganz furchtbar gefeuchtet. Und der Engel hat zu ihnen gesprochen: Er müssen euch nicht fürchten, gucken, ich verkind euch eine große Freude, denn geboren ist heute der Heiland, welcher ist Christus der Herr in der Stadt vom David in Bethlehem. Und dass es wahr ist, wenn das Kindl in Windeln gewickelt findet und liege tut's in einer Kripp auf dem offenen Stall im Feld. Und die Engel sind gekommen und mit der himmlischen Heerscharen haben sie gesungen: Ehre sei unserem Gott in der Höhe und Friede auf der Erde und aller Leid ihr Wohlgefallen. Und die Hirten sind schnell zum Stall gelaufen und haben Maria und Josef gefunden und haben auch das Kindl gefunden in der Kripp auf dem Stroh gelegen im Stall. Und weil die Hirten das Jesuskind gesehen haben, sind sie in ihr Dörfer zurück und rühmten den Gott und priesen ihn für alles, was sie gesehen haben und gehört haben. Denn alles war so gewesen, wie die Engel es ihnen gesagt haben. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Bleiben wir gesund. Vielleicht sehen wir uns wieder im Doktorenhof, es wird mich furchtbar freuen. Alles Gute für euch und für eure Familie. Und ich trinke jetzt auf euch und auf eure Familie ein Essig. Und zwar ein Weihnachtsessig. Frohe Weihnachten.